Von Geburt an fehlt Greta Niewiadomski die rechte Hand. Trotzdem ist die Wahl-Würzburgerin seit Jahren deutschlandweit ein gefragtes Model. Der Gedanke tut mir schon gut, dass vielleicht kleine Mädchen, die mit nur einer Hand geboren wurden, dann Plakate sehen, auf denen ich zu sehen bin und sagen, ich kann auch Model werden oder ich kann werden, was ich will. Also, dass die Kraft und Mut daraus schöpfen, dass sie mich als Vorbild sehen. Auch heute steht für die 24-Jährige ein Fotoshooting an. Seit knapp 7 Jahren trägt Greta eine bionische Prothese, die die Bewegungen einer echten Hand imitiert. Das Problem, wenn man mit einer bionischen Handprothese shootet, die ich gleich anziehen werde, dann muss man immer die Fotografen selbst instruieren, weil es gibt so bestimmte Herausforderungen, dass ich mein Handgelenk nicht knicken kann oder so. Und das müssen wir immer so ein bisschen abstimmen und ich sehe das ja als Accessoire, das heißt, es muss auch zum Outfit passen. Greta steuert ihre Prothese mit An- und Entspannung ihrer Armmuskulatur. Sie kann sie jederzeit an- oder ausziehen. Die Fotos von heute sollen später in einem Sport- und Freizeitmagazin erscheinen. Gerade wenn das Model nervös ist, funktioniert die Prothese nicht immer ganz einwandfrei. Ich habe mal bei so einer Messe für die Prothesenfirma gearbeitet und habe dann bei so einer Kochshow auf einer Bühne einfach Kochen so gezeigt, wie man irgendwas schneidet. Und weil ich das auf der Schnellwahltaste hatte, den Mittelfinger, ist es aus Versehen angegangen vor hunderten Menschen. Und dann habe ich erfahren, es gab eine Live-Übertragung nach Japan, wo nochmal hunderte Menschen zugeguckt haben. Und ich war so nervös, dass ich diesen Mittelfinger nicht mehr da rausgekriegt habe. Und dann stand ich da auf der Bühne. Heute sollen Greta und ihre Prothese perfekt inszeniert werden. Modefotografin Angela Schlabitz hat dafür schon genaue Vorstellungen. Hier würde ich einmal versuchen, dass du eben über mich drüber springst. Das ist halt auch so ein bisschen ja, eine Glückssache, ob ich schnell genug bin, ob wir den richtigen Winkel in dem Moment reinkriegen. Ja. Los. Die ersten Bilder sind schnell gemacht. Aber so ganz zufrieden sind die Fotografin und auch Greta noch nicht. Hand-Fuß-Koordination und der perfekte Winkel. Also, und der Gesichtsausdruck ja. Und Körperhaltung. Es kann jederzeit ein Auto kommen. Gretas Prothese wiegt über ein halbes Kilo. Bei 30 Grad erfordert das Modeln ganz schön Disziplin und jede Menge Geduld. Eine halbe Stunde und viele Versuche später ist das perfekte Bild endlich im Kasten. Also endkrass, wie du dein Bein da so gerade hast. Crazy. Also das ist richtig gut, ja. Die Körperhaltung, Licht, ja. Alles. Geil. Also den Shot haben wir. Greta modelt seit knapp einem Jahr für Fernsehwerbung, Plakatkampagnen und im Internet. Sie wird oft gerade wegen ihrer futuristisch aussehenden Prothese angefragt. Ich trage die Prothese schon bei den Shootings bewusst aus ästhetischen Zwecken und ich finde die Prothese ja auch richtig cool. Ich bin aber auch mehr als die Prothese. Greta wird 2001 in Hamburg als zweites Kind der Familie geboren. Man vermutet, dass sich im Bauch der Mutter die Nabelschnur um den Arm des Babys geschnürt hat. Ich bin mit einer Hand geboren und da habe ich, bis ich 4 Jahre alt war, überhaupt nicht gecheckt, dass mir eine Hand fehlt, weil ich auch mich ganz normal entwickelt habe und alles einfach nur auf meine Art gemacht habe. Greta lernt das Fahrradfahren, Schwimmen und Fußballspielen, auch ohne Hand. In der Grundschule aber wird die Behinderung zum Problem. Da fing es schon an, dass zum Beispiel Kinder gesagt haben, das ist ansteckend und jetzt darf man mich nicht mehr berühren. Oder wenn man in meiner Nähe ist, dann fällt einem auch die Hand ab. Das war auch so die erste Erfahrung, wo ich die Abwertung erlebt habe und die auch so ein bisschen mit Ekel, glaube ich, verbunden war. Dass einfach für die Kinder das so was anderes war. Ich war immer die Einzige und hatte dann eben auch kein Handwerkszeug, mich dagegen zu wehren, weil ich keine Verbündeten hatte. Ich habe gedacht, wenn ich 2 Hände hätte, wäre ich perfekt. Jahrelang leidet Greta unter Diskriminierung an der Schule. Das ändert sich erst 2018. Mit 17 Jahren besucht Greta ein Jugendcamp für körperamputierte Kinder, kurz BMAB. Ich kam schon an und dachte so, wow, gibt es viele
andere Kinder, die auch nur eine Hand haben. Das war so eine heilsame Erfahrung für mich, wirklich Menschen kennenzulernen, die genau die gleichen Erfahrungen teilweise gemacht haben. Also ohne, dass wir uns kannten, haben wir total ähnliche Dinge erlebt. Über das Camp bekommt Greta auch Kontakt zu einer Prothesenfirma und trägt seitdem eine perfekt auf sie abgestimmte, akkubetriebene Bionic-Hand. Und darüber bin ich dann aufs Modeln gekommen, weil mich dann eine Versicherung da gesehen hat und dachte, dass das cool wäre, auch vielleicht für mehr Diversität in der Werbung zu sorgen. Und seitdem arbeite ich auch noch als Bionic-Model mit einer sehr futuristisch anmutenden Handprothese. Heute geht Greta selbstbewusst durchs Leben, ob mit oder ohne Prothese. Neben dem Modeln und einem Psychologiestudium sucht sie sich immer neue, große Ziele. Vor 6 Monaten hat sie mit Taekwondo angefangen. Ich lerne jetzt gleich mein zukünftiges Taekwondo-Studio kennen und meinen zukünftigen Trainer, weil ich bald anfange, mich für die Paralympischen Spiele 2028 in LA zu qualifizieren. Ein befreundeter Trainer hat ihr Talent in einem Probetraining erkannt und sie spontan zur Paralympics-Anwärterin vorgeschlagen. Ja, ich bin Greta. Hi. Du bist Jakob? Ich bin der Jakob, ja. Hi. Ganz oft passieren Sachen und ich habe dann so diesen Moment von, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Und dann denke ich so, ach scheiß drauf, ich probiere es einfach mal. Also gut, dann fangen wir mal ein bisschen mit Aufwärmen an. Ja? Im Studio von Jakub Utschak werden potenzielle Olympioniken ausgebildet. Auch 2 Gutachter von der Bayerischen Taekwondo-Union sind heute gekommen. Sie wollen beurteilen, ob Greta wirklich das Zeug für die Paralympics hat. Und schauen schon beim Aufwärmen ganz genau hin. Auf die Art der Bewegung, ob es flüssig kommt oder ob da irgendwelche Verkürzungen der Muskeln zu sehen sind. Haben wir gesehen, 1, 2. Und Shishak. Greta soll direkt zeigen, was sie kann und im Sparring gegen eine erfahrene Athletin antreten. Sie kann sich mit nur einer Hand nicht so gut schützen wie ihre Gegnerin. Umso wichtiger ist die Deckung, weiß der ehemalige Nationaltrainer Georg Streif. Achte beim Kicken noch, wenn es bei Ihnen hochgeht, dass die Arme am Körper zur Deckung bleiben. Dass die immer mit dem Körper mitbleiben, anstatt zu öffnen, weil der Gegner dann Platz hat. Okay. Nach fast einer Stunde Training ist Greta erstmal geschafft. Und vorsichtig optimistisch. Sehr anstrengend, aber ich glaube, dass das ein guter Weg ist. Also, dass sich die Anstrengung lohnt und ja, ein neues Projekt, was Disziplin auch erfordert. Und was sagen die Spezialisten vom Sportverband? Hashim Celik war selbst erfolgreicher Paralympics-Athlet. Wird das was mit Gretas Karriere? Der Grundstein ist da, ne? Und an dem Rest muss man dann noch arbeiten. Ob Greta 2028 wirklich bei den Paralympics antritt, wird sich zeigen. Aber darum geht es ihr auch nicht unbedingt. Sie will vor allem das Leben genießen, so wie es kommt. Ich bin noch nicht so weit, dass ich stolz bin auf die Hand an sich. Das ist ja auch erstmal nur ein Fakt, den ich nicht ändern kann. Ich glaube aber, dass ich stolz bin auf den Umgang, den ich damit gefunden habe. Greta hat gelernt, ihren Körper so zu lieben, wie er ist. Egal ob beim Taekwondo, als Studentin oder bei den Modeljobs. Einen Wunsch aber hat sie noch. Dass ich in Zukunft noch mal die Möglichkeit kriege, ohne Handprothese zu modeln. Und dann wäre ich wirklich an dem Punkt angekommen, zu sagen, ich bin komplett so, wie ich bin und ich stehe dazu. Greta Niewiadomski, das Bionic Model aus Würzburg.